den Chatkontroll am Speziellen, wir führen allem den digitalen Überwachungsstaat am Allgemeinen, also ein wichtiges Thema für meine Partei, der DDR. Ich persönlich fand sogar, dass die größte Gefahr für die Gesellschaft und für die Freiheit vom Menschen an den nächsten Jahrzehnten ist. Digitalisierung erlaubt es, Computersysteme immer mehr Informationen über uns alle zu sammeln und mit der Information als Verhalten und Denken zu beeinflussen und zu kontrollieren. Aber wenn du das Computersystem kontrollierst, kannst du auch bestimmen, was das richtige Verhalten und das richtige Denken ist. Neue Technologien sind erfunden, für uns Leben mehr einfach zu machen, mit denen kommen oft die Negativseiten. Mit ihrem Handy könnt ihr telefonieren von überall. Mit Handysfirma wisst genau, wo ihr wart und mit wem ihr zusammen wart. Mit der Kreditkarte könnt ihr auch nicht so bezahlen, mit Bank wisst genau, was ihr gekauft habt. Also ihr könnt zu einem Moment erst sperren. Im Moment existieren Daten nicht an Datensiloen. Das heißt, alle Firmen haben nicht Daten über Apps, den Handy oder den Auto zum Beispiel. Wir kennen nicht alle Daten. Wir in China zum Beispiel, also das ähnlich, die haben alles. Und die können mit einem Knöpfchen alle Digital-Services aufschalten. So weit sind wir noch nicht. Wir gehen aber immer mehr in die Richtung. Hier ist zum Chatkontroll kommen, will ich gerne ein anderes Beispiel erwähnen vom Auto. Du hast doch eine EU-Direktive gegeben, die Autofirmen forciert hat, einen Notruf an ein Auto anzubauen. Ich habe mir für ein Jahr ein neues Auto gekauft und ich habe gesagt, dass ich kein Auto will, das getrackt kann gehen. Hier antwortet Herr Weidig, da könnte ich kein neues Auto kaufen. Dass der Garage verboten für die SIM-Karte aus dem Auto zu bauen, das heißt, alle neuen Autos wird getrackt. Und ich kann sich schon vorstellen, wie es weitergeht. Irgendwann kommt einer auf die Idee, dass man ein Auto trecken kann, da weiß ich noch, wie sehr das ein Auto fährt. Wir brauchen da kein Radar mehr, da gehen Fantasien von unseren Radar-Fans gehen dann erfüllt. Absolut Kontrolle über die Geschwindigkeit von den Autos, von den Lützebäuer zu all Sekunden kann all Auto auf all Straßen gemost gehen, ein automatisches Protokoll heimgeschickt gehen. Dummer das dann endlich Verhalten vom bösen Lützebäuer Autofahrer in der Staatskontrolle. Die sieht also das Muster. All die Propose fängen harmlos an. Das ist für eine gute Sache. Du willst, dass du beim Autoaccident direkt geholfen kriegst, also musst du getrackt gehen. Und dann geht es immer weiter, systematisch geht der Verhalten immer mehr kontrolliert. Nun kommen wir zum Chatkontroll. Die Überwachung und Kontrolle von der Geschwindigkeit von unseren Autos ist noch harmlos. Mit der Überwachung von den Wörtern, also vom Denken vom Bürger, ist viel mehr problematisch. Auch da wird die Überwachung gepusht mit emotionaler Erpressung. Du willst doch, das kann ja geschützt gehen. Aber wir versprechen da auch, dass sonst nichts damit gemacht wird. Wirklich. Den Chatkontroll, wie der EU-Kommission vorschwebt, als ein Prätext für an die Privatmessagen ranzukommen. Der Kampf gegen Kannerpornografie wird als trojanisches Pferd benutzt, für no an no immer mehr Rechte auf Privatkommunikation zu liquidieren. Das Initiative bringt auch nichts am Kampf gegen kriminelle Pädophiler, wie an den Redeführungen auch schon erklärt genossen. Die EU geht mit diesem Projekt definitiv zum Weltmarktführer der Massenüberwachung, wie bei 40 Bürgerrechtsorganisationen schon am März an einem offenen Brief formuliert haben. Sogar dem Deutschen Kannerschutzbund geht die Initiative von der EU zu weit und das soll als wirklich zu denken gehen. Ich garantiere euch, dass los die Überwachung erweitert wird, wenn die EU-Direktive kommt. Da kommen also Drogen dabei, da muss gegen Diskrimination gekämpft gehen, da gegen menschenverachtende Ideologien und dann natürlich muss gegen Hate Speech gekämpft gehen. Hate Speech ist eine absolut geniale Idee, weil ihn damit einfach mal als Hate definieren kann, was einem politisch nicht passt. Der Algorithmus sich dann nicht nur Jargon wieder aus der Pädophilie ziehen, aber auch wieder wie Fidren zum Beispiel geht da geholt, da geht da geguckt, was für einen Kontext wird Fidren benutzt genas, aber wenn dann falschen Kontext benutzt genas, da kriegt ein automatisches Protokoll gesteckt oder wenn den Deputierten hast, da kriegt ein automatisch eine E-Mail für freiwillig persönliches Gespräch mit dem Chamberspräsident. Wir an der ADR-Fraktion sind natürlich für den Kampf gegen Kannermissbrauch, aber nicht auf Kosten von der persönlichen Freiheit.
wir müssen mit ganzer Energie einen Überwachungsstaat verhindern. Merci. Merci vielmals, Herr Weidisch.